Ja, die haben die erste Portion Hard Music auf die Ohren bekommen. Es ist Zeit für die Strong Message. Nehmt euch irgendwo Platz, sodass da habt Platz zum Hocken oder irgendwo an der Wand stehen, so wie es für euch dort passt. 144.000 Tons of Metal. 144.000 Tonnen Metall. Heute Abend steht es wieder da links und rechts auf den Roll-Ups auf der Bühne. Gehörst du auch zu denen, die schon über diese Zahl gestogelt ist? In letzter Zeit haben bei uns immer mal wieder Leute nachgefragt, was es damit auf sich hat. Die sind nicht etwa Zeugen Jehovas, wie zum Beispiel gefragt. Ja, Spoiler-Alarm, nein, sind wir definitiv nicht. Unser Verständnis vom biblischen Buch von der Offenbarung, wo die Zahl herkommt, ist doch recht anders als die von den Zeugen. Doch die geheimnisvolle Zahl ist für die Vision, die uns als Metal Church im 2019 geschenkt worden ist, einfach zu passend gewesen. Zeugen Jehovas hin oder her. Und das Metaller, das darf mich ein bisschen provozieren, oder? Aber um was geht es denn mit diesen 144.000 Tonnen vom Metal? Bildlich gesprochen träumen wir von der Metal Church als einem heilsam rettenden Kreuzfahrtschiff. Das Metal-Kreuzfahrtschiff ist in einer postapokalyptischen Wasserwüste unterwegs. Und zwar unterwegs zum himmlischen Sehnsuchtsort Dryland. Dort, wo die Katastrophe nicht her hat mögen. Dort, wo die Erneuerung der kaputten Welt davon herkommt. Für das Bild sind dystopische Filme wie Waterworld und Mad Max Pate gestanden. Und jetzt gibt es ja auch in der realen Welt die erste von allen Metal-Kreuzfahrten. 70.000 Tons of Metal heisst sie und findet in der Karibik statt. 70.000 Tons of Metal, benannt nach der Gewichtsklasse von dem Kreuzfahrtschiff. Wenn wir jetzt sagen 144.000 Tonnen Metal, dann heisst es, dass wir von mehr träumen. 144.000 Tonnen ist mehr als doppelt so viel wie 70.000, oder? Das Metal Church Schiff unserer Vision ist aber kein toter Stahlkoloss, sondern ein lebendiger Organismus. Das Gemeindeschiff ist als Gemeinschaft von einzelnen Personen und kleinen Gruppen unterwegs in der Metal-Szene. Unterwegs in der Szene begegnen Metaller anderen Metaller. Und wenn du willst, wirst du Teil dieser christlichen Metal-Gemeinschaft. Du reifst im Glauben, du reifst als Persönlichkeit und entwickelst deine Begabungen. Du findest deinen Platz, deine Berufung und bringst dich selber aktiv ein. Sei es in der Metal Church, in der Metal-Szene oder sonst irgendwo in der Kirche oder in der Gesellschaft und im Leben überhaupt. Und das geht es bei Kirche. Es geht darum, Jesus nachzufolgen, wo immer er uns hinschickt und hinstellt, zum Wohl von allen. Das Ganze ist ein allseits offener Kreislauf. Du kannst ein- oder aussteigen, wo du willst. Als Leitung von der Metal Church ist unsere Aufgabe, den Kreislauf vom Leben zu unterstützen. Aber jetzt heisst unsere Vision ja nicht 141.000 Tonnen Metal. Das wäre ja auch schon mehr als das Doppelte von 70.000. Die 144.000 die kommen als geheimnisvolle, höchst bedeutungsträchtige Zahl aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Doch bevor wir uns die beiden Abschnitte anschauen, wo die Zahlen vorkommen, muss ich noch eine Seh- und Hörhilfe mit auf den Weg geben. Weil wenn es um die Offenbarung geht, dann sind so viele Missverständnisse herum. Und unser Vorverständnis, das wir haben, das lenkt gerade bei der Offenbarung maximal. Was sagt die Offenbarung selber, wie man sie lesen und verstehen soll? Die Leute vom Bibelprojekt im Internet die fassen das wunderbar zusammen. Und darum schauen wir heute in den Anfang von ihrem Erklärvideo zur Offenbarung. Das Buch der Offenbarung von Jesus Christus. Der Autor von diesem Buch wird am Anfang genannt. Es wurde von Johannes geschrieben, was sich auf den geliebten Jünger beziehen könnte, der das Evangelium und die Briefe geschrieben hat.
Oder es war ein anderer Johannes, ein messianisch-jüdischer Prophet, der viel umherreiste und in der frühen Gemeinde lehrte. Egal um welchen Johannes es sich handelt, er macht im einleitenden Absatz deutlich, was für ein Buch er hier geschrieben hat. Er nennt es in erster Linie eine Offenbarung oder Apokalypse. Das griechische Wort dafür ist Apokalypsis und bezieht sich auf eine Art von Literatur, die den Lesern von Johannes aus der hebräischen Schrift und aus anderen bekannten jüdischen Texten sehr vertraut ist. Apokalypsen erzählten von den symbolischen Träumen und Visionen eines Propheten, die Gottes himmlische Perspektive auf die Geschichte und die aktuellen Ereignisse enthüllten, sodass die Gegenwart mit Blick auf das Ende der Geschichte betrachtet werden konnte. Und Johannes sagt, dass diese Apokalypse eine Prophezeiung ist. Das bedeutet, es ist eine Botschaft von Gott, die durch einen Propheten zu Gottes Volk gesprochen wird, in der Regel als Warnung oder Trost in Krisenzeiten. Indem er dieses Buch eine Prophezeiung nennt, sagt Johannes, dass es in der Tradition der biblischen Propheten steht und ihre Botschaft zum Höhepunkt bringt. Und diese apokalyptische Prophezeiung wurde an Menschen gesendet, die Johannes persönlich kannte. Das Buch beginnt und endet wie ein Rundschreiben, das an 7 Gemeinden in der antiken römischen Provinz Asien gesendet wurde. Die Zahl 7 ist sehr bedeutungsvoll für Johannes. Sie ist ein Symbol für Vollständigkeit, die auf den 7-tägigen Sabbatzyklus im Alten Testament basiert. Und Johannes hat in jeden einzelnen Teil in diesem Buch die Zahl 7 eingewebt. Mit dieser Einleitung hat Johannes uns klare Anweisungen gegeben, wie er möchte, dass wir dieses Buch verstehen. Die jüdische Apokalypse sprach durch symbolische Bilder und Zahlen. Sie war keine geheime Vorhersage über den Zeitpunkt vom Ende der Welt. Vielmehr benutzt Johannes ständig diese Symbole aus dem Alten Testament. Und er erwartet von seinen Lesern, dass sie selbst herausfinden, was die Symbole bedeuten, indem sie den Text nachschlagen, auf den er verweist. Die Tatsache, dass es sich um einen Brief handelt, bedeutet auch, dass Johannes sich wirklich mit der Situation dieser Gemeinden des 1. Jahrhunderts befasst. Und obwohl dieses Buch den Christen späterer Generationen viel zu sagen hat, muss seine Bedeutung erstmal im historischen Kontext von Zeit, Ort und Zielgruppe von Johannes verankert werden. Darum ist die Offenbarung kein Endzeitfahrplan. Sie erzählt von den Visionen von Johannes, die er von Jesus bekommen hat. Im Buch kommen die gleichen Themen immer wieder. Wenn wir all die Visionen so seriell verstehen, als ob es eine chronologische Abfolge von zukünftigen Ereignissen wäre, dann kommen wir schnell auf einen Holzweg. Vielmehr wird aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichem Fokus immer wieder über das Gleiche geredet. Es ist ein bisschen wie, wenn man durch einen starken Feldstecher auf eine Landschaft schaut. Dort, wo man hinschaut, dort ist es scharf und klar. Aber wenn man sich noch ein bisschen bewegt, dann macht man grosse Gümpe. In der Offenbarung springt es manchmal fast ein bisschen wild umeinander. Zeitlich, örtlich, hinterschi, fürschi, Erde, Himmel, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und wenn man da einer ganz normalen Logik folgt, dann kann einem das ziemlich verwirren. Das Ganze ist mehr wie in einer Traumlandschaft. Ich glaube, ihr kennt Träume, oder? Wenn man drin ist, dann ist alles total real und macht Sinn. Und wenn man nach dem Aufwachen von außen drauf schaut, dann ist dann nicht immer alles so logisch. Aber wenn man die Offenbarung wie im Traum als Ganzes, als symbolische Bilder nimmt, ja, wenn man es als Verarbeitung, Zusammenfassung und Erfüllung von der ganzen biblischen Botschaft liest, dann ist es unglaublich ermutigend und kraftvoll. Und ja, es sagt auch etwas über die Zukunft. Aber nicht nur. Also jetzt konkret. Die 144.000 kommen zweimal ausdrücklich vor in der Offenbarung. Und wir hören jetzt zuerst, wie die Gothic Metal Band Savior Machine den ersten Abschnitt aus der Offenbarung 7 umgesetzt hat. Und nachher liest uns der Jan noch den zweiten Abschnitt aus der Offenbarung 14. Ascension from the rising of the sun, the seal
of the living God, the voice of one calls. Do not harm the earth or the sea until we have seen the servants of our God upon their foreheads. And I heard the number of the sea, 144,000 were revealed. 12,000 times, 12,000 sealed from every tribe of the sons of Israel. Of the tribe of Judah, of the tribe of Reuben, of the tribe of Gad, of the tribe of Asher, of the tribe of Naphtali, of the tribe of Manasseh, of the tribe of Simeon, of the tribe of Levi, of the tribe of Issachar, of the tribe of Zebulun, of the tribe of Joseph, of the tribe of Benjamin. Das kann ich nicht toppen. Offenbarung 14, 1-5. Dann sah ich das Lamm. Es stand auf dem Berg Zion. Bei ihm waren 144.000 Menschen. Auf ihrer Stirn war sein Name geschrieben und der Name seines Vaters. Und ich hörte vom Himmel eine Stimme. Sie klang wie das Tosen von Wassermassen und lautes Donnergurgeln. Die Stimme, die ich hörte, klang wie Gitarristen, die auf ihren Gitarren spielten. Sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 Lebewesen und den Ältesten. Niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde freigekauft worden sind. Diese sind es, die sich nicht befleckt haben durch den Verkehr mit Frauen, sondern sie sind jungfräulich. Sie sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Und sie sind aus der Menschheit freigekauft worden als Erstlingsopfer für Gott und das Lamm. In ihrem Mund hat man kein Falsch gefunden. Sie sind ohne Makel. Ja, das Beste gerade vorweg. Habt ihr es auch gehört? Im Himmel gibt es Metal. Und zwar Symphonic Death Metal. Eine Stimme wie Wassertosen, eine Stimme wie Donner, Gitarrenspiel, Gesangschör. Also wenn das kein Symphonic Death Metal ist. In euren Bibelübersetzungen steht zwar wahrscheinlich nicht Gitarre, sondern Harfe. Aber im griechischen Urtext steht Kitara. Damit ist wohl die 10- oder 12-seitige Leier gemeint. Aber hey, Kitara tönt jetzt wirklich schon wie unsere Gitarre. Also die 144.000 zeigen uns mit minimem Augenzwinkern, dass wir uns auf eine himmlische Heimat freuen können, wo auch der Metal eine Rolle spielt. Der himmlische Sound, den Johannes gehört hat, muss jedenfalls unbeschreiblich heavy und bombastisch gewesen sein. Aber was hat es mit diesen 144.000 auf sich? Ich komme zum zweiten Punkt. Die Zahl ist höchst symbolisch. 144.000 setzt sich zusammen aus 12 mal 12 mal 1000.
1000, das ist die grösste Zahleneinheit im Hebräischen. Und die 12 Stämme gibt es im Volk Israel. Und Jesus hat aus seinen Jüngern darum auch 12 Apostel gewählt, als Zeichen für ein erneuertes Israel unter ihm und durch ihn. Und so sieht Johannes in einer anderen Vision aus Neu-Jerusalem mit 12 Toren, wo Namen von den 12 Stämmen von Israel draufstehen, und auf den Fundamenten von der Stadt steht der Name von den 12 Aposteln. 12 mal 12 mal 1000, das bedeutet also die absolute Fülle vom Gottesvolk. Die Zahl müssen wir definitiv symbolisch verstehen und nicht mathematisch exakt. Weil zuerst im Kapitel 7 hört der Johannes die Zahl der Menge und ihre Zusammensetzung nach Stämmen, aber er hört nur die Zahl. Und nachher sieht er die Menge auch. Und dann schreibt er: Ich sah eine große Menschenmenge, die niemand zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen. Die 144.000 sind also nicht eine Schar nur von Juden oder eine Schar von ein paar besonders Auserwählten, sondern die 144.000 sind die unzählbare Menge, die Fülle von Gottes Volk, von Jesus Nachfolger aus Juden und Heiden. Und das ist jetzt die zweite wichtige Message heute Abend für uns als Metalheads. Die umfassende Fülle vom Gottesvolk ist kein so ein monolithischer Block, so etwas, das nur zusammengepackt ist, sondern es ist ein bunter, zusammengekaufelter Haufen. Menschen aus allen Stämmen und Horden. Und da hat es garantiert auch einen Metal-Stamm. Und da hat es auch Platz für verschiedene Sippen. Für Heavy Metaller, für Death Metaller, für Thrasher, für Black Metaller und ja, sogar für Choris. Aber eben wichtig, es ist ein Volk unter Jesus Christus. Und wenn es heisst, das Volk besteht aus Menschen von allen Sprachen, dann heisst es auch, dass es unterschiedlichste geistliche Ausdrucksformen gibt, unterschiedlichste Berufungen und Stile. 144.000 Tons of Metal. Ja, wir träumen von der Metal Church als einem schwarz-bunten Haufen mit unterschiedlichsten Vorlieben von Metal-Subgenres und unterschiedlichen Spiritualitäten und Diensten. Welche Schattierung bringst du ein? Und das Metaller ergänzen wir die Kirche als Ganzes mit unserem Schwarz. Aber wir brauchen auch die Ergänzung von der Kirche als Ganzes mit den anderen Farben. Und damit ist mit der Symbolik von diesen 144.000 natürlich noch nicht fertig. Ich komme zum dritten Punkt. Wenn im Alten Israel das Volk gezählt worden ist, dann hat es immer nur einen Zweck gehabt. Und zwar einen militärischen. Die Anweisungen dazu die finden wir im ersten Kapitel vom 4. Buch Mose. Was wir hier in der Offenbarung sehen und hören, das ist eine Heeresmusterung. Das hebräische Wort für 1000 bedeutet nämlich auch nicht immer exakt 1000, sondern es ist auch schlicht einfach das Wort für ein Bataillon. Eine Heereseinheit, die etwa 1000 Leute umfasst. Wieso bekommt Johannes wohl so eine Vision für die 7 christlichen Gemeinden vom 1. Jahrhundert in der heutigen Türkei? Die Christen waren angefochten, bedrängt und verfolgt, unterdrückt vom alldominanten römischen Weltreich. Ihr irdisch-menschliches Empfinden war, wir sind eine kleine, schwache und bedrängte Schar. Aber Jesus hat ihnen durch den Johannes die himmlische Sicht gezeigt. Die sind Teil von mächtigen, unzählbaren Menge. Ja, egal wie schwach ihr euch auch fühlt und wie fest ihr auch unter die Räder kommt, ihr seid Teil von meiner Armee von allen Zeiten und Ecken der Welt. Was heisst das für uns jetzt als Metal Church? Vielleicht fühlst du dich manchmal auch alleine als Christ. In der Szene, in der Arbeit oder wo auch immer. Und du bist wie ich schwach und kein starker Held. Aber auch dir sagt Jesus, du bist Teil von meiner Heilsarmee. Und wir hören, wie die 144.000 als Erstlingsopfer bezeichnet werden.
Aber das ist ein Bild aus dem Gesetz vom alten Israel. Gott hat ihnen gesagt, sie sollen den ersten Teil von der Ernte als Dank ihm opfern. Den ersten Teil von einer Ernte opfern. Ja, das heisst, da kommt noch mehr. Viel mehr. 144.000 Tons of Metal ermutigt uns also effektiv richtig gross zu denken und zu träumen. Gott hat so viel grössere Möglichkeiten, als wir erwarten. Und jetzt heisst es von dieser unfassbar grossen Menge auch, dass sie versiegelt wird. Damit bin ich beim 4. Punkt. Johannes beschreibt im 7. Kapitel, wie ein unfassbarer Sturm droht. Von allen Ecken der Erde. Das Gericht von Gott zur Reinigung der Erde. Da nimmt das Bild aus dem Prophet Jeremia auf. Dies Irae, der Tag von Gottes Zorn. Wer kann da bestehen? So fragen die Menschen schon zum Schluss vom 6. Kapitel von der Offenbarung. Ja, wer kann bestehen? Die 144.000 stehen vor Gott. Sie werden bewahrt im Gericht, wie sie von Gott versiegelt werden. Ein Siegel, das steht in der Antike zuerst mal für Eigentum. Dem sein Zeichen, das vom Siegelring im Wachs eingeprägt ist, zu dem gehört der Gegenstand. Und etwa ein Sklave hat in der Antike sogar ein Brandmal auf die Stirn bekommen, als Zeichen, wo er angehört. Zugehörigkeit, Eigentum. Wir haben es in der Lesung gehört. Sie sind aus der Menschheit freigekauft worden, als Erstlingsopfer für Gott und das Lamm. Wir sind freigekauft mit dem kostbarsten Blut aus der Herrschaft, ja, von Sünde und Tod. Und für das, wo ein Siegel trägt, da bürgt der Eigentümer. Es steht unter dem Schutz vom Siegelringträger. Zugehörigkeit und Schutz. Für die 2 Aspekte steht Siegel. Das ist ja für Christen im 1. Jahrhundert tröstlich gewesen. Egal wie so Strub aussieht in der Welt, du gehörst zum lebendigen Gott. Aber Achtung, wir müssen genau lesen. Du wirst vermutlich nicht vom Leid verschont. Siegel bewahrt nicht vor Schmerz und Tod. Aber es bewahrt vor der nötigen Antwort von Gott aufs Böse in dieser Welt, wo niemand aus eigenen Stücken bestehen kann. Das, was jetzt drauf aussieht in der Welt, ist grauenhaft. Aber die Bewahrung vom Sturm von der 4 Ecken vor der Welt, wo Gott noch zurückhebt, das ist viel entscheidender. Aber wenn sie auf Erde anders aussieht, der Johannes sieht in der Vision die himmlische Wahrheit darüber, dass Gott souverän ist und sich nichts seiner Herrschaft entziehen kann. Wer das Siegel vom lebendigen Gott trägt, der gehört zu ihm und ist wahrhaftig sicher, egal wie die Umstände scheinen. Und zum Schluss müssen wir eigentlich kurz über das Bild der Armee reden. 5. und letzter Punkt. So kraftvoll wie es ist, das Bild vom Militär ist gefährlich. Wenn wir es nicht genau verstehen, dann können irgendwann aus geistlichen Waffen physische Waffen werden. Das zeigt die Geschichte leider nur zu Genüge. Und wenn wir uns unseren Gedanken von einer Militärromantik leiten, dann führt uns das Armeebild in eine Haltung von Macht und Dominanz. Doch es geht genau ums Gegenteil. Die 144.000 sind die Armee vom Lamm. Das ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, heisst es. Jesus zwingt und dominiert nicht durch Macht, sondern gibt sein Leben aus Liebe für alle. Gerade auch für seine Feinde. Die Armee von der 144.000 muss also genauso dieser Liebeslogik vom Lamm folgen und nicht der Macht- und Gewaltlogik vom Tier, dem mit dem Number of the Beast. Es sind die Legionen vom Tier, wo andere mit Waffengewalt und wirtschaftlicher und religiöser Macht, ideologischer Macht bezwingen. So wie eben das römische Reich zur Zeit, wo der Johannes die Vision hatte. Aber die Soldaten vom Lamm, die dominieren nicht, sondern sie geben sich aus Liebe hin, sie verschenken sich. Sie machen das aus der Kraft von ihrem Herr, wo sich genauso aus Liebe
für sie hingegeben hat. Es ist eine Märtel-Kreuzfahrt. Ja, Kreuzfahrt. Wer ihm nachfolgen will, muss Kreuz auf sich nehmen, sagt Jesus. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Es mag alles kosten. Die Soldaten vom Lamm verschreiben sich dieser Mission ganz. Im Alten Israel mussten die Soldaten im Krieg ohne Sex bleiben. Wir lesen davon im 5. Buch Mose. Und das nimmt die Vision im übertragenen Sinn bildlich auf, wenn sie von den Keuschen 144.000 redet. Es geht in der Offenbarung nicht um einen grundsätzlichen Verzicht auf Sex, sondern es geht um Verzicht auf geistlichen Ehebruch, könnte man dem theologisch sagen. Die 144.000 lassen sich nicht auf die toten, falschen Götter und Götzen von ihrer Zeit ein. Das mag auch für uns die grosse Challenge sein. Anders sein als unsere Umgebung. Andere Prioritäten setzen. Darum vielleicht ausgelacht werden. Ja, vielleicht sogar Nachteile müssen zu tragen. Aber die Vision aus der Offenbarung darf uns wie der ersten Christen im 1. Jahrhundert Mut machen. Du bist Teil der Armee vom Lamm. Der unfassbar grossen Menschenmenge von allen Zeiten und Ecken der Welt. Er gibt dir Kraft und Liebe für deine Mitmenschen. Und so fasse ich zum Schluss noch einmal ganz kurz zusammen, was die 144.000 Tons of Metal bedeuten. Erstens, die 144.000 sind eine Horde mit unterschiedlichsten Vorlieben, unterschiedlichsten Spiritualitäten und Diensten. Da ist auch deine Schattierung wichtig. Zweitens, egal wie alleine, schwach und bedrängt du dich fühlst, du bist Teil von dieser unsichtbaren, unzählbar grossen Armee vom Lamm. Und das ist das erste Erstlingsopfer. Bei Gott kommt noch so viel mehr. Darum sollen wir richtig gross träumen. Drittens, die 144.000, sie versiegelt, sie tragen das Siegel vom lebendigen Gott. Das bedeutet nicht die Bewahrung vor Leid, aber die unverbrüchliche Zugehörigkeit zu Gott und Bewahrung im Gericht. Viertens, die 144.000 sind die Armee vom Lamm und darum folgen sie nicht der üblichen Militärlogik. Sie dominieren nicht, sondern geben sich hin, sie setzen andere Prioritäten als ihre Umgebung. Und fünftens, wir können uns auf Metal im Himmel freuen. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk steht. Amen. Adramus machen sich bereit. Sie haben ein Lied im Repertoire, das wir auch schon gesungen haben, das von dieser Armee von Jesus singt. Aber wie gesagt, es geht nicht um eine Armee, die mit Macht und Waffengewalt triumphiert, sondern Soldaten, die dem geschlachteten Lamm folgen, die sein Leben aus Liebe für die Feinde hingegeben hat. Und so singen wir doch zusammen als Bekenntnis for the Lord. His army is ever strong, and His glory shall be seen upon our land. Praise the anthem, sing the victor's song. Praise the Lord, for the battle's won. No weapon formed against us shall prosper. And sinners, this is Jesus. We're following in His footsteps. No foe can stand against us.
In dem 7. Kapitel von der Offenbarung, das wir am Schluss gehört haben, da ist auch beschrieben, wie die himmlische Heimat aussieht, wie das Dryland ist, wo wir uns darauf zubewegen. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird sein schützendes Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden nie wieder unter Hunger oder Durst leiden, weder die Sonne noch glühende Hitze werden sie quälen. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird ihr Hirte sein. Er wird sie zu Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen.